Zarte Frauen mit pastellener Haut, voll mädchenhafter Unschuld. Und Frauen, die Schutz benötigen. In früherer Zeit erledigte das ein Drachentöter. Meine Mutter war alleinerziehend. Ich glaube, von daher war der heilige Georg für sie doch so als Beschützer der Frauen und Drachentöter hatte einen gewissen Charme. Mich würde interessieren, wann es entstanden ist ungefähr in etwa und was man sonst noch dazu... Sie? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Also wirklich gar nicht. Gar nicht. 1970? Bisschen davor vermute ich mal. Ich denke, es ist jetzt nichts richtig Altes. Aha. 1870? Nein. Ich denke doch einiges schon später. 1920? 1940, 50. Also so in der Richtung vielleicht. Grüß Gott. Hi, ein schönes Bild. Und erzählen Sie uns doch, was Sie von uns wissen wollen und woher Sie es haben. Also das Bild ist von meiner Mutter aus dem Nachlass. Und mich würde mal interessieren, wann es entstanden ist in etwa, von wem es sein könnte, ob Sie da irgendeine Idee hätten. Weil ich vermute selber, sie hat es in England gekauft, so um ca. 1970, 75. War von der Darstellung des Drachentöters, des Georgs, sehr angetan. Und ja, es ist auch mein Namenspatron. Deswegen bin ich schon daran interessiert, das zu erfahren. Also es ist eine Bildfindung, die einem ganz großen venezianischen Maler zuzuschreiben ist, nämlich Jacopo Robusti, genannt Tintoretto. Ein Bild, das sich heute, etwas größer würde ich sagen, in der National Gallery in London befindet. Und zwar auf 1,50 auf 1 Meter, also 10-20% größer als dieses Stück hier, aber auch mit diesem Bogenabschluss nach oben. Und wir haben hier einen der klassischen Fälle der Galeriekopie. Es war im 19. Jahrhundert und auch im 18. üblich, dass Maler zu Studienzwecken die Erlaubnis erhielten, Gemälde in öffentlichen Museen zu kopieren, unter Bedingungen. Sie mussten immer etwas kleiner oder größer sein, Also nicht um die nicht gleiche mit dem Größe. Original verwechselt zu werden, was man ja von Mona Lisa zum Beispiel vermutet, dass das ein verwechseltes Bild ist. Und sie mussten registriert sein und sie durften keine Leute stören. Und ich habe das immer sehr gerne beobachtet, wenn man vor den alten Meistern steht und dann sieht, wie so ein Ölgemälde entsteht, wie das Öl duftet, wie der Pinsel kratzt, also wie der Arbeitsprozess und das Produkt sich miteinander erklären. Jetzt war ja seit relativ langer Zeit das Kopieren von Bildern eine bevorzugte Möglichkeit, auch andere Maler, die großen Vorbilder zu studieren. Also man konnte es anschauen und anschauen und anschauen, aber wenn man das dann selber versucht hat nachzumalen, als Student, als Maler, dann ist man auf die wirklichen Geheimnisse gekommen. Und die venezianische Malerei, damit haben wir es ja zu tun, ist ja eine der Schulen, der man nachsagt, dass sie die Malerei zu einem besonderen Höhepunkt geführt haben. Und Tintoretto zu studieren und Tintoretto zu kopieren, ist ein wirklich wunderbarer Weg, Malerei zu lernen. Das Bild ist ja überhaupt nicht statisch. Die Figuren explodieren förmlich aus der Mitte heraus in alle Richtungen. Die Prinzessin stürzt nach rechts, der Baum biegt sich nach links, der Drache kippt in das Wasser, in die See und der heilige Georg ist in den Hintergrund gerückt, obwohl er die Hauptfigur ist, und ist in einer Bewegung befangen, die auch nicht ganz woanders endet als das Schicksal des Drachen. Und diese Spannung und diese Bewegungszüge machen den besonderen Reiz dieses Bildes aus. Und dann muss ich sagen, das ist eine besonders gute Kopie. Es ist nicht pingelig, sondern es wird mit einiger Grandezza und malerischer Bravour versucht, dem Tintoretto ein bisschen den Atem abzuschauen oder ein bisschen zu kopieren, diesen malerischen Atem. Und Das gelingt. Original stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, aber auch Kopien kann man datieren. Und hier überwiegt der Eindruck, dass das um 1850, 1860 entstanden ist und auch ein
eine glanzvolle akademische Malerei, die sehr genau weiß, was sie tut, darstellt. Ein schönes Bild. Schade, dass unser jüngster Gast die Augen zu hat und sich dem Bild jetzt nicht widmen kann. Kommt noch. Aber das wird schon noch kommen, wenn es bei Ihnen bleibt. Das hängt ja bei Ihnen, nicht? Ja. Also es ist wirklich ein schönes Bild. Es gibt einen Markt für Kopien, je nachdem, wie gut sie sind. Ein Bild wie dieses traue ich mir durchaus zu, dass das in einer Größenordnung von 5.000, 6.000 Euro. Sie haben es erworben, Ihre Mutter hat es erworben, oder? Meine Mutter hat es erworben, ja. Wissen Sie da noch einen Preis? Weiß ich nicht, nee, das war noch vor meiner Zeit, aber... Also der Georg hat einen Georg von Tintoretto. Deswegen bleibt sicher... Und Ihr Sohn heißt ja auch Georg? Nein. Ja, schade. Okay, vielleicht Jacopo wie der Tintoretto. Ne? Vielen Dank fürs Zeigen. Gell? Dankeschön. Ja, ich bin doch überrascht, ja. Auch wie wertvoll es dann noch ist. Also ich meine, es ist nach wie vor ein ideeller Wert. Wir werden es natürlich nicht verkaufen, sondern behalten. Aber ja, ich bin überrascht. Dass Sie jetzt sozusagen einen kleinen Tintoretto daheim Ja, haben. richtig, ja. Und auch einen alten Tintoretto dann. Also ich bin sehr überrascht, ja. War sehr informativ.